willkommen auf dem Podcast vom 20er. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten hat. Fast hätte ich es geschafft, nicht ganz. Hey, alle miteinander, ich freue mich, zum heute da zu sein. Ich war richtig berührt vorher in dem Moment, wo wir angebeten haben, Gott. Einfach von seiner Größe, von seiner Treue, die er in meinem Leben zeigt. Und ich freue mich, zum heute dir von dem hier zu erzählen. Heute möchte ich über das Thema Geld reden. Und du fragst dich vielleicht, Noel, ich bin der Noel, wieso redet er über das Thema Geld? Ich arbeite im ICF als Webentwickler. Das heisst, ich mache die Webseiten, wo du dich darüber aufregst, weil du das Zeug nicht findest. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel mit Geld zu tun. Ich bin nicht in der Nationalbank tätig. Ich habe kein Budget, um ehrlich zu sein. Ich habe die Steuererklärung letzten Monat abgegeben. Ich habe recht Angst bekommen ab dem Eingeschriebenen, der gekommen ist. Hat dann zum Glück nichts mit den Steuern zu tun gehabt. Du fragst dich, wieso rede ich heute zu dir? Und ich glaube, vielleicht ist es genau wegen dem. Ich bin eben nicht irgendein so ein Wahnsinnsbanker und sage dir jetzt, wie du genau machen musst und so, sondern ich bin einer wie du. Und darum, easy, cool, ich möchte, dass wir miteinander auf den Weg gehen. Miteinander. Das Thema heute, wie uns Geld schützen kann. Und finde ich ganz eine spannende Frage. Die einen denken wahrscheinlich, ja, Geld kann dich nicht schützen, ich weiß das, aber andere denken vielleicht unterbewusst recht fest auch auf Geld bauen, mit Sicherheit, mit dem Job, das gibt ja mega viel Sicherheit. Wie uns Geld kann schützen. Ich habe ein bisschen nachgeforscht. Und vielleicht ist es dir so gegangen wie mir, dass du dir manchmal denkst, hey, in der Kirche, da redet man immer nur über das Geld, oder? Die Coming-Home-Clip hast du hier oben. Und du denkst so, yeah! Wieso redet es immer nur über Geld? Und ist denn das auch so ein riesiges Thema in der Bibel? Und darum habe ich gedacht, fange ich da mal an zu schauen in der Bibel und habe ein bisschen so wichtige Begriffe, wo man den Kindern immer so in die Schuhe schiebt, geschaut, wie oft kommen die vor. So Sex ist so eines von diesen Themen, oder? Wir reden ja in der Kirche, jede zweite Predigt ist über Sex oder über Geld. Und dann habe ich gedacht, ja, ich schaue mal, wie viel Mal kommt Sex vor? Und spannenderweise ist es noch schwierig, nach Sex zu suchen in der Bibel, weil es wird ja immer so ein Überbegriff verwendet, oder? Adam schlief mit seiner Frau oder in alten Übersetzungen, er kannte sie und so irgendwelche Deckmantelbegriffe, oder? Ich habe die mal ein bisschen zusammengenommen und ich bin auf ungefähr 186 Mal gekommen, wo das Wort Sex oder Geschlechtsverkehr oder irgendetwas in diesem Zusammenhang vorkommt. Denn Geld, ganz spannend, an zweitletzter Stelle mit 189 Mal. Und jetzt wird es interessant. In der Bibel geht es eben scheinbar nicht nur um Geld, sondern es geht viel mehr darum, was macht es mit dir? Wir sehen, arm, Erfolg vom Geld, arm sein, damit eingeschlossen ist wahrscheinlich, es ist nicht wissenschaftlich korrekt, ist wahrscheinlich auch der rechte Arm Gottes in dieser Erzählung. Aber arm kommt 309 Mal vor, kannst du also noch ein bisschen wegzählen von dem. Liebe kommt 518 Mal vor und reich ist Spitzenführer mit 615 Mal, wo in der Bibel kommt. Ja, man dann denkt, ja, was heisst jetzt das? Ist auch noch spannend, wie ist jetzt das in der richtigen Welt? Oder die Bibel ist so das eine, aber wie relevant ist es denn in unserer Gesellschaft? Und ich habe dann in der Bibel von der Gesellschaft nachgeschaut, auf blick.ch. Und dort gibt es leicht verschobene Tendenzen. Wir haben dort auf letzter Stelle haben wir reich, also scheinbar sind sehr wenige Leute reich und haben wenig Freude daran, mit 11'000 Mal und ein paar verquetschten. Dann Sex, das hat mich recht erstaunt im Blick, kommt nicht so oft vor, 12'000 Mal. Arm
sein ist auch nicht so ein populäres Thema. Was hingegen grundsätzlich ganz wahnsinnig populär ist, Liebe, oder? Immer die ganzen Liebesgeschichten und nicht mehr Liebe und weiss der Gucker was. Und Geld. Geld ist mega wichtig. Scheint mega wichtig zu sein im Blick Spitzenreiter. Und da sehen wir ein bisschen einen Unterschied zwischen der Bibel und einem Blick. Beim Blick geht es nämlich um Geld. Und in der Bibel haben wir gesehen, geht es viel mehr darum, was macht Geld mit dem Menschen? Macht es ihn reich, macht es ihn arm? Was löst es aus bei ihm? Und ich habe auch noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen genauer in die Bibel hineingeschaut und bin recht erstaunt gewesen. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, das griechische Wort Lotto bedeutet auf Deutsch ja Lukas. Und im Lukas-Evangelium sind die Lottozahlen von der Bibel. Lukas 1-5 geht um die Geburt von Jesus und wie er sich taufen lässt und in die Wüste umeinander läuft. Und nachher fängt es an, oder Lukas 6, 7, 8, 9, 10 geht es immer ums Geld. Dann macht er kurz Pause, 12 geht ums Geld, kurz Pause. 14, 15, 16 geht es ums Geld, 18, 19 geht es ums Geld und im 22 geht es gerade nochmal um Geld. Und du denkst so, in der Bibel geht es immer nur um Geld. Ich glaube, in der Bibel geht es so oft um Geld, weil das so ein wichtiges Thema in unserem Leben ist. Und du kannst sagen, ja, aber Gott müsste es eigentlich nicht interessieren. Ich war recht erstaunt, als mir dann einmal bewusst worden ist, im Lukas, im 22, dort drin wird der Tod und die Auferstehung kommt dort davor. Und wir sehen, Jesus, hast du gewusst, dass Jesus gestorben ist wegen dem Geld? Hast du da mal überlegt? Der Judas hat Jesus verraten wegen dem Geld, wegen dem Stutz. Gottes Sohn ist gestorben wegen dem Geld. Und nachher, nachdem er auferstanden ist, größte Story ever, ist die Story noch klein gemacht worden durch ein paar römische Soldaten, die ganz viel Geld bekommen haben, heisst es in der Bibel, damit sie es euch erzählen. Und das ist mit dem Grund, wieso die Juden bis heute nicht so glauben, dass der Messias bei ihnen schon gekommen ist. Aber du sagst vielleicht, hey, Geld ist mir nicht so wichtig. Das kann noch einfach passieren in der Schweiz, dass man sagt, ja, Geld ist nicht so eine Sache. Unsere Generation sowieso, eine Generation vor uns hat es noch schwieriger gehabt, hat viel mehr müssen kämpfen. Mein Papa hat immer gesagt, ja, aber hast du denn genug Geld? Und spätestens, wenn du mal kein Geld mehr hast, merkst du, wie wichtig das ist. Ich war vor einer Zeit in Brasilien und dann habe ich einen Ausflug gemacht und bin in ein fremdes Städtchen gegangen und es ist Abend geworden und ich wollte mir eine feine Nacht gönnen. Und dann habe ich gemerkt, oh, kein Bargeld mehr, ist ja gar kein Problem, wir haben ja Kreditkarten, mehrere. Und ich habe aber nur eine dabei gehabt. Und dann bin ich zum Geldautomaten und es ist einfach kein Geld rausgekommen. Und das ist wirklich dumm, wenn du an einem Ort bist, kein Retour-Dings mehr hast, keine Nacht kannst essen, auf einmal merkst, hey, Geld ist mega wenig. Denn wenn du keine mehr hast, ist es mega wichtig. Das ist mega wenig. Hey, und das ist auch dem griechischen Finanzminister aufgefallen. Der hat nämlich gesagt, schneller als ein Adler fliegen kann, ist dein Geld plötzlich weg. Wie genommen, so zerronnen. Nein, das steht in den Sprüchen. Sprüche 23 steht das. Das ist nicht der griechische Finanzminister gesagt, aber er hätte das können sagen. Das ist ja darum fliegt er auch Economy Class. Nein, Geld hat mega viel Macht in unserem Leben. Und es kann sogar ganze Nationen gefangen nehmen, oder? Griechenland ist gebunden, denen sind die Hände gebunden, sie sind ein Sklave jetzt vom Geld. Und die Worte, die steht auch in den Sprüchen. In den Sprüchen 22, Vers 7 steht, so wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Du siehst, Geld hat so viel Macht. Man sagt auch, Geld regiert die Welt, oder? Geld hat mega viel Macht. Und zwar egal, ob du viel Geld hast oder ob du wenig Geld hast. Und was du denkst über Geld oder was du über Geld sagst, spielt eigentlich gar nicht so einen Ruggel. Dein Umgang mit Geld sagt nämlich mehr über dich, als du über das Geld. Dein Umgang mit Geld sagt mehr über dich, als du über das Geld sagst oder denkst. Ich glaube, es gibt zwei Bereiche in einem Leben von einem Menschen, wo man recht genau schauen kann, was so abgeht bei dem Menschen in seinem Leben. Was hat Prioritäten in deinem Herz? Und der eine Bereich, das ist die Zeit. In was investiert man aber Zeit? Wo ist er immer? Oder ist er immer am Pumpen? Dann siehst du, ihm geht es um seinen Körper, ihm geht es darum, dass er gut aussieht. Oder ist er immer am Arbeiten? Dann geht es um seinen Erfolg. Oder vielleicht eben auch um seine Sicherheit. Oder hockt er nur immer in der Kille? Und das Gleiche ist auch beim Geld.
Dort, wo dein Geld hergeht, dort das zeigt, was ihm wirklich auf deinem Herzen ist. Du kannst mega viel herausfinden über das Geld. Und das ist mein erster Punkt heute. Wie kann dich Geld schützen? Geld schützt dich, weil es ist dein Spiegel. Du fühlst dich jetzt vielleicht irgendwo durch angeklagt durch das, dass du sagst, ja okay, es ist mein Spiegel. Das ist gar kein Problem. Du kannst das Geld nutzen als dein Spiegel, um mal dein Leben reflektieren und schauen, was ist mir wichtig in meinem Leben. Was sind die Sachen, wo ich drauf baue? Das Geld zeigt dir, auf was du baust. Was ist dein Fundament? Was ist dir wichtig? Dort, wo dein Geld hinfliesst, dort merkst du, in meinem Herz hat da viel Platz. Und das ist jetzt wertneutral. Ob jetzt das gut ist oder nicht, liegt in deiner Hand. Das kann ich nicht beurteilen. Aber es zeigt dir, wo dein Herz ist. So schützt dich dein Geld als erstes. Und zweitens, es zeigt dir, ob du frei bist. Bist du frei mit dem Umgang mit Geld oder nicht? Ist Geld für dich ein Mittel zum Zweck oder geht es bei dir ums Geld? Wir haben gesehen anhand von Griechenland und wir kennen, wenn du selber auch schon mal in so einer Situation bist, wo du kein Geld hast oder einfach wirklich die Not da ist vom Geld, dann merken wir, wie schnell das Geld eine sehr, sehr, sehr hohe Rolle hat in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, dass du wirklich existenzielle Nöte hast. Geld ist eines der Möglichkeiten, die der Find von Gott brauchen kann, um uns gefangen zu nehmen. Und seine Absichten sind nicht gut. Wir lesen im Johannes 10, Vers 10, der Dieb will rauben, morden und zerstören. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um das Leben in der ganzen Fülle zu schenken. Geld kann dich gefangen nehmen. Der Find kann es brauchen, um dein ganze Leben zu bestimmen. Tag ein, Tag aus dreht es sich nur um Geld. Wie zahle ich die nächste Rechnung? Wo kann ich wohnen? Oder vielleicht ist es viel Geld. Und die Frage ist nur, wie viel kommt rein, wie kann ich noch mehr machen? Heutzutage arbeite ich ja im ICF und darum verdiene ich ja eigentlich fast nichts mehr. Das heisst, ich habe schon mal doppelt so viel verdient wie heute, oder? Und da habe ich Aktien gehabt. Das kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Und die Aktie, da habe ich jeden Tag immer geschaut, wie viel ist es jetzt aufgegangen. Wow, schon wieder 100 mehr, wow, 1000 mehr, wow, 6000 mehr. Oder Geld kann dich mega bestimmen. Und Geld kann dich gefangen nehmen, egal ob es viel ist oder wenig. Aber was ist denn Gottes Gedanke mit dem Geld? Was ist sein Vorsorgeplan? Seine 3 A-Säulen, oder? Der Paulus hat 2/3 vom Neuen Testament geschrieben. Die ganzen Briefe sind viele von ihm. Und es gibt eine Stelle im Timotheus, wo er über Geld redet. Und er redet dort zu den Reichen. Er erzählt das seinem Zögling, seinem Stift, so wie wenn der Yoda zum Luke würde reden oder der Batman zum Robin, und erklärt ihm dort so, um was es geht beim Thema Geld. Und er sagt, sag den Reichen. Und die Reichen, das ist noch spannend, die Reichen sind nicht die jetzt 1 Million und aufwärts sind, sondern früher hat es eigentlich einfach 2 Klassen gegeben. Die Reichen und die Armen. Das heisst, die nicht wissen, was sie morgen essen, die nicht wissen, wo sie morgen schlafen und die wissen, was sie morgen essen und wissen, wo sie morgen schlafen. Ich glaube, das macht klar, zu wem das er da redet. Er redet zu den meisten von uns da drin, oder? Wenn er dort zu den Reichen redet. Das heißt, er redet zu der Klasse, die nicht hungert, nicht die am Bahnhof sind und kein Obdach haben. Und er sagt Timotheus, sag all denen, die in der gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen. Das wird bald vergehen. Es wird bald vergehen. Hat Griechenland gemerkt. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Damit wir uns daran freuen und es genießen können. Wow, that's news. Bei uns. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Ich nehme 4 Sachen aus dieser Stelle raus. Und das erste ist,
Geld ist flüchtig. Das Zweite ist, Gott ist die Quelle vom Geld. Geld soll uns Freude machen und Geld soll anderen dienen. Geld ist flüchtig. In der Bibel geht es nicht um Geld. Gott geht es nicht um dein Geld. Gott geht es um eine Beziehung. Weil der nächste Abschnitt ist gerade, er sagt, Geld ist flüchtig. Übrigens, pass auf, heute hast du Geld, morgen hast du kein Geld mehr. Vor ein paar Jahren habe ich doppelt so viel verdient, habe ich schon mal gesagt. Und auf einmal hast du nicht mehr so viel. Wenn ich mein Herz ans Geld hänge, dann komme ich Schwierigkeiten über. Er sagt, schau, ich bin aber Quelle, ich versorge dich immer. Und er sagt, es ist im Überfluss da. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, aus Liebe. Er versorgt uns aus Überfluss. Ich bin begeistert vom Überfluss, wo wir drin gefangen sind in dieser Welt. Weißt du, die Natur zeigt mir den Überfluss von Gott. So viele Sterne, wir können sie nicht zählen. Und so viel Sand. Halleluja am Strand. Ah, wäre es schön. Und wir wissen nicht, was das kleinste Teil ist. Oder? Ich bringe das in jeder Predigt fast. Aber das begeistert mich einfach. Wir sind gefangen im Unendlichen vom Universum und zwischen dem kleinsten Teil. Wir sind im Überfluss von Gott gefangen. Er verspricht uns, dass er uns mit Überfluss schenken wird. Der dritte Punkt, Freude. Wir sollen Freude haben. Ich glaube, das müssen wir hören in der Schweiz. Geld können wir brauchen als Freude. Liebe Christen da drin, das sage ich jetzt euch, alle anderen wissen es schon. Ihr dürft euch freuen an eurem Geld, das Gott euch schenkt. Stell dir vor, du schenkst deinem Freund, deiner Freundin, deiner Mami ein Geschenk und sie sagt, oh nein, das ist doch nicht lustig, du willst doch, dass sie sich freut. Und so ist es bei Gott auch. Ich habe kürzlich mir ein Skateboard leisten. Das war ein Geschenk von Gott. Wirklich. Das war das erste, wo ich gesehen habe, das erste, wo ich drauf gestanden bin, das Geilste. Und dann war es auch noch das Billigste. Aber ich habe so Freude an dem. Es hat mich ein bisschen Geld gekostet, aber ich habe Freude an dem. Und es hat Zeiten gegeben, da hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich so reich bin. Und ich dachte, ich muss jetzt alles verkaufen und den Armen geben auf der Straße. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Ich glaube, Gott will auch, dass wir Freude daran haben. Yes, und der letzte Punkt. Wir sollen mit dem Geld anderen helfen. Was Gott möchte uns sagen in dieser Stelle, oder um was das eigentlich immer Gott ist. Geld ist ein schlechter Gott, aber ein guter Diener. Es geht nicht ums Geld. Wenn das Geld dein Gott ist, dann ist etwas nicht in Ordnung. Aber das Geld kann dein Diener sein und es kann der Diener sein von anderen. Geld ist ein schlechter Gott, aber ein guter Diener. Ich habe mir dann überlegt, ja, wie funktioniert jetzt das konkret, oder? Gott, hast einen Tipp. Und ich habe Glück gehabt, es gibt einen Tipp in der Bibel. Und die einen werden es hassen, dass das jetzt kommt, und ich liebe es. Der Tipp heisst der Zehnte. Gott hat uns ein Werkzeug in die Hand gegeben und das ist der 10. Teil. Es ist eigentlich ganz simpel. Für viele ist es mega kompliziert, aber eigentlich ist es ganz einfach. Es bedeutet einfach, 9 von 10 Franken, oder in dem Fall 2 Fränkler, gehören mir. Wow, 2 Franken, 4 Franken, das gibt schon mal ein Bier in St. Gallen. Eins in Zürich. Neun von 10 Franken gehören Gott. Gehören mir. So viel kann ich kaufen, oder? Früher haben wir einmal Sackgeld bekommen, 2 Franken. Kennen Sie das noch? Erste Klasse 1 Franken, zweite Klasse 2 Franken, oder? Mit 2 Franken hast du 2 Raketenglasse kaufen. Ich glaube, das geht heute nicht mehr, oder? Und 1 gar nicht, das hat 1,80 gekostet. 1 gar nicht. Heute ist das 1 gar nicht. So, und jetzt, Achtung, oh, der da, der ist nicht mir. Den gebe ich Gott. Das ist das Prinzip vom 10., oder? 9 für mich, 1 gebe ich Gott in die Kirche. Jetzt, so als Kind ist das ja noch ganz einfach, oder? Mit diesen 2 Fränkler. Ein Pack Gummibärli, ein bisschen Kaugummi, das Bier im Kiosk, nein. Ja, man kann mega viel machen eigentlich mit so viel Geld, oder? Und merkst so, okay. Oder habe ich noch einen vergessen?
für die mitzählt haben. Da gibt 18 Franken, gibt eine ganze CD. Halt, ich habe einen zu viel. Gespart. Ich bin Sparfuchs. So gut, eine auf Sicherheit. 18 Stutz, oder? Und einen gebe ich Gott. Der Zehnte ist da, um dich zu schützen. Und zwar hilft dir der Zehnte zum Loslassen, oder? Als Kind zum Loslassen. Damit das Geld nicht zu deinem Gott wird, sondern dein Diener bleibt. Das ist ein Aspekt vom Geld. Dass du lernen loslassen und dass es dich schützt. Indem dass dein Herz nicht auf das Mal am Geld hängt. Der zweite Teil, wo dich der Zehnte so schützt, ist, du hast mega viel Freude. Oder? Mega cool. Im iTunes kann ich mir 2 CDs kaufen, wenn ich sie richtig kaufe, so physisch eine. Mega lässig. Ganz viel Bier, ganz viel Cola, ganz viel Glasse. Das Problem ist, wenn wir älter werden und es dann langsam in diese Kategorie geht, dann werden wir plötzlich unrealistisch. Auf das Mal ist es eben nicht mehr einfach so easy peasy, einmal ein bisschen Geld aus dem Fenster werfen. Weil dann geht es auf das Mal darum, so einen ins Säckchen reinzutun, der vorher durchgegangen ist. Und nicht mehr so einen klimpernden Dingsbums. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Weil du musst dir überlegen, ich gebe 100 Franken in Prävention, 100 Franken in die Kirche. Ich lasse los. Ich lerne, dass ich nicht abhängig bin vom Geld, sondern dass meine Abhängigkeit zu Gott ist. Ich lerne Vertrauen. Ich lerne, dass das Geld nicht die Macht hat, über mich zu bestimmen. Und mit den anderen 100, jetzt kannst du richtig kreativ werden, oder? 100 Stutz. Das gibt schon fast ein Skateboard. Nochmal 100 Stutz. Das gibt eine Reise irgendwo schön in die Ferien, in der Nähe, nicht zu weit weg, aber trotzdem. Das gibt ein iPad, ein kleines. Mit dem komme ich schon bald. Ich weiss auch nicht woher. Du weißt, ins 20er-Camp. Wow! Mit dem kann ich ins 20er-Camp. Und dank dem gibt es das 20er-Camp auch. Danke, gib mir ein paar Inputs rum. Was würdest du machen mit 600 Stutz? Mit dem kannst du ein Nexus kaufen, so ein Android-Telefon. So. Und mit dem kannst du jetzt ein iPhone kaufen. Du siehst, gute Sachen kosten ein bisschen etwas. Aber wir werden auf einmal unrealistisch. Wenn es mehr Geld ist, ist es auf einmal mega viel. Aber was soll dir etwas sagen? Du hast im Fall 900 Stutz, sind es jetzt wieder zu viel? 900 Stutz für dich. Wow. Und 100 gibst du ab, damit das Geld nicht zum Gott wird. In der Apostelgeschichte 20, Vers 35 wird Jesus zitiert, wie er sagt, es ist segensreicher zu geben, als zu nehmen. Und das ist da, wo uns der 10. Teil zeigt. Der erste Teil, er schützt dich, indem er dir lehrt, dass 9 von 10 Franken gehören dir, damit du Freude hast. Und eine gehört Gott, damit dein Herz nicht am Geld hängt. Der zweite Aspekt vom 10. ist, er schützt uns. Der Teil schützt dich. Ich habe nie mega viel Probleme mit dem Teil. Für mich ist das easy gewesen. Geld hat für mich nie so eine dominante Rolle gespielt in meinem Leben. Ich habe immer gesagt, ich gehe arbeiten zum Leben und ich lebe nicht zum Arbeiten. Vielleicht bist du aber der, wo das ein wichtiger Teil ist, wo du musst merken, ich muss lernen loslassen. Ich muss lernen, dass Geld nicht mein Gott ist. Aber der zweite Teil, der ist genauso wichtig. Geld schützt uns. Wie macht es das? Du fragst dich, ja, der 10. in die Kirche gehen, und jetzt rede ich zu mir. Das war ein grosses Thema bei mir, noch vor ein paar Jahren. Und ich dachte, in die Kirche gehen, sorry, das macht so keinen Sinn. Das heisst, ich habe so viel Stutz. Das macht keinen Sinn, ich gebe es lieber einem Freund. Oder ich behalte es für mich, dann habe ich auch Freude. Du sagst, Gott braucht doch das Geld nicht. Ja, du hast recht, Gott braucht das Geld nicht. Nein, braucht er nicht. Aber ja, er braucht es auch. Weil wenn du dein Geld nicht gibst, anderen Menschen, wie hast du das Gefühl, kommst du zu anderen Menschen? Wie hast du das Gefühl, dienst Gott?
du musst es schon weitergeben, damit es zu anderen kommt. Ich habe noch nie einen Baum mit Geld gesehen, in der Nähe von einem Obdachlosenheim stehen, wo Gott dir versorgt hat. Mit Geld, wo an den Bäumen wächst. Nein, es braucht Menschen, die ihnen da geben. Und es muss Menschen geben, die das bereit sind zum Gehen. Jetzt, wieso soll ich den Zehnten in die Kirche geben? In der Bibel steht, gib den Zehnten in die Kirche. Und ich habe mich wirklich den Kopf zerbrochen, wieso soll das so sein? Bis vor etwa einem Jahr endlich mir jemand erklärt hat, wieso das ist. Der Zehnten in die Kirche hineingeben ist präventiv. Es ist Prävention. Kirche ist präventiv. Und soll dir etwas sagen? Prävention ist nie sexy, oder? Alle wollen immer Sex, niemand will einen Präser. Oder, um es anders zu verdeutlichen, es ist Sommer und ich habe einen Töff und es ist mega geil. Aber ich sage dir, das ist einfach nicht geil. Und da geht ja noch, weil da weiss man, okay, das ist nötig. Aber in dieser Hitze, es ist heiß, man schwitzt, es klebt, es sieht dumm aus, ich werde nicht braun. Prävention ist so nicht sexy. Und so ist es manchmal auch mit der Kirche. Prävention ist nicht sexy. Ich muss meinen Leuten immer sagen, und mich selber auch daran erinnern. Ich leite das Welcome-Team da und ich muss immer wieder sagen, hey, schau, für viele Leute, die hierher kommen, ist es das erste Mal, wo sie da sind. Weil für uns ist es immer wieder. Aber dein Zehnten in der Kirche hilft, dass wir das hier machen können. Und das hier verändert Menschenleben. Es verändert Menschenleben, ob du es siehst oder nicht. Dank dem Zehnten, wo du treu bist, haben wir einen Podcast, der Tausende von Menschen erreicht. In der Schweiz und weit darüber hinaus. Es werden Terabyte von Podcasts abgeladen im ICF jeden Monat. Das kann ich jetzt sagen, weil ich weiss, dass ich Bier quäle. Aber das Problem bei der Prävention ist, es ist nicht messbar. Für viele ist Prävention nicht messbar. Ich kann sagen, ja, der Helm, was soll ich mit dem Helm? Wir haben ihn ja noch nie gebraucht. Ja, merkst du es dann, wenn du ihn mal brauchst? Prävention ist nicht messbar. Du kannst nicht messen, wie viele Beziehungen heute noch intakt sind, weil die Menschen da ermutigt worden sind, ehrlich zu sein miteinander und dem Gegenüber zu vergeben. Du kannst nicht messen, so genau, wie viele Leute da drin nicht ihre Hoffnung aufgegeben haben und sich das Leben genommen haben. Und es gibt so Leute da drin, vielleicht heute Abend, aber ich weiss von Leuten. Prävention ist nicht messbar. Aber der Zehnte bedeutet, du schützt nicht nur dein Herz, du hilfst auch, andere Menschen zu schützen. Und wo mir da bewusst worden ist, wo mir das nicht gesagt hat, ab da habe ich gewusst, mal, ich will wieder den Zehnten in die Kirche geben. Ich möchte nicht vorenthalten, dass Menschen gedient werden können. Und auch wenn ich es nicht immer sehe, wenn es manchmal indirekt ist. Ein Teil gebe ich Gott in die Prävention. Und 9 Teile kann ich für mich behalten. Das ist Prävention. Und schau, ich bin heute nicht da, um dir zu sagen, du musst den Zehnten geben. Ich habe selber auch einen Weg gegangen. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich den Zehnten nicht mehr gegeben. Es hat Zeiten gegeben, da musste ich den Zehnten bar geben, damit mein Herz gespürt hat, der erste Teil, was ich jetzt hier mache, da bin ich immer mit 100 Nötchen ins ICF gegangen und die rein tun, weil ich musste spüren, wann ich loslasse. Weil es geht eben nicht, Gott geht es nicht ums Geld, sondern Gott geht es um dein Herz. Weil Geld ist ein schlechter Gott, aber ein guter Diener. Und Gott möchte das mit deinem Geld, dass es dein Diener ist, und dass es der Diener ist von den Menschen um dich herum. Der Zehnte, den du gibst in die Gemeinde, unterstützt uns, zum Menschenleben wirklich zu verändern. Ich habe da trotzdem noch ein paar Beispiele. Die Lea ist da und sie war letztes Jahr das erste Mal im Summercamp gewesen. Und das Summercamp gäbe es nicht, wenn du nicht treu den Zehnten geben würdest. Wenn nicht so viele Leute da drin würden treu ihren Zehnten geben, könnte man das nicht organisieren. Wir hätten niemals die Ressourcen dazu. Und sie hat heute das Heim hier in dieser Kirche. Ich kenne andere Leute, die sind das erste Mal bei mir in einen Kurs gegangen und die sind jetzt bei uns
immer im Office und helfen wiederum anderen, zum Beispiel am Pascal, es daheim zu finden, da. Wieder neuen Mut überzukommen, wieder an sich zu glauben, einen Job zu finden, können sich entfalten, können ihre Gaben entdecken. Der kann jetzt Video schneiden, weil dort ein iMac steht. Die Sachen sind nicht messbar. Und es gibt noch viel, viel, viel mehr Storys. Ich bin heute nicht da, um dir zu sagen, du musst den Zehnten geben, sondern ich möchte dir sagen, wie steht es um dein Herz? Das Geld ist dein Spiegel. Und eins kann ich dir sagen, es hat mich fast so berührt. Gott ist treu. Gott ist einfach wirklich treu. Ich verspreche dir nicht, dass du, wenn du der Zehnte gibst, nachher Millionen wirst gewinnen, weil Gott gibt dir immer doppelt so viel zurück, wie du reingibst. Aber was ich dir verspreche, ist, Gott ist an deiner Seite. Und das war auch die Message vor 2 Wochen etwa im ICF. Das ist die einzige Sicherheit. Gott ist mit dir und er versorgt dich. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Gott kommt rechtzeitig mit einer Wohnung und er kommt rechtzeitig mit einer finanziellen Lösung für dich. Und er will nicht, dass das Geld dein Gott ist, weil es dich versklaven. Und ich mache mich da eins mit dem David. Er sagt im Psalm 37, ich habe ein langes Leben hinter mir. Doch nie habe ich erlebt, dass die auf Gott vertrauen, vergessen wurden. Oder dass sie ihre Kinder um Brot betteln mussten. Vielmehr geben sie großzügig. Und ihre Kinder sind für andere einen Segen. Und das ist das, was ich mir wünsche, für mein Leben und für dein Leben. Dass wir dürfen erleben, dass Gott ein Gott ist vom Überfluss. Ein Gott, der uns versorgt. Und der Gott, der uns so beschenkt, dass wir für andere ein Geschenk sein können. Heute Abend hast du 4 Möglichkeiten, was du jetzt machen kannst mit dem, was ich dir gesagt habe. Vielleicht merkst du, hey, ich habe vergessen, dass ich mich freuen kann. Dann fang dich an zu freuen. Am Geld, das du hast. An diesen 9 Franken von 10. Lass los von der Anklage, wenn der Teufel dich anklagt und sagt, du bist ein Schlechter. Vielleicht merkst du aber auch, der Spiegel zeigt dir, oh, ich bin noch nicht frei mit dem Geld. Es tut mir weh, um den 1 Franken wegzutun. Dann hilft dir vielleicht heute das Bild, wo du siehst, 9 gehören mir, 1 gebe ich in Prävention. Dann entscheide dich heute, um für dich, für dein Herz, Gott das Tool zu nehmen, um dir dienen zu lassen. Vielleicht bist du aber auch da und du merkst, ich habe mein Geld schon verschenkt, aber ich habe es nie bei uns in die Kirche gegeben. Und dann möchte ich dir Mut machen. Vielleicht hast du gemerkt heute, Prävention ist so wichtig. Du kannst Geld geben, wo überall du möchtest. Aber der Ort da, wenn das dein Zuhause ist, dann entscheide dich, um dein Geld regelmäßig hierher zu geben. Vielleicht. Das war mein Punkt. Ich musste diese Woche wechseln vom Geld von Hand geben, weil ich gemerkt habe, die Zeit ist abgeschlossen bei mir. Ich möchte sie jetzt regelmäßig geben und habe einen Dauerauftrag gemacht. Vielleicht ist das ein Schritt für dich. Und der zweitletzte Schritt ist, wenn du merkst, wow, ich bin so gesegnet worden in dieser Kirche. Die Prävention bei mir hat voll durchgeschlagen. Dann sag uns das. Gib uns Feedback. Wir haben auf der Facebook-Page einen Post, wo du darauf kommentieren kannst, was das Church für dich ist. Was das sie bei dir bewirkt hat in deinem Leben. Wo du heute bist, wo du vielleicht nicht wärst ohne das. Und zuletzt, wenn du merkst, hey, ich habe ein Problem. Geld ist ein Gott in meinem Leben. Und zwar kein guter. Du merkst, ich habe eine Not. Ich bin gefangen. Dann haben wir nachher für dich dorthin Face-to-Face. Das sind Menschen, die möchten mit dir beten von Angesicht zu Angesicht. Damit der Gott, wo Geld ist in deinem Leben, darf zu einem Diener werden, wo dir und anderen dient. Gang nachher dort hinten zum Face-to-Face. Sie sind dort. Ich möchte jetzt einfach noch beten mit dir. Und danke, Vater. Ich danke dir, dass es dir nicht ums Geld geht, sondern dass du sagst, ich bin da, um dich zu versorgen. Es geht dir zuerst um eine Beziehung. Du präsentierst dich als ein liebender Vater. Ein Vater, der seinen Sohn gegeben hat, weil er uns liebt, um unser Leben zu retten.
Und du sagst, wie viel mehr werde ich euch nicht auch alles andere geben? Und ich bitte dich jetzt, dass du denen, die keine Freude hatten an ihrem Überfluss, an ihrem Reichtum, das du ihnen geschenkt hast, dass du ihnen eine Freude jetzt gibst in ihr Herz. Dass das Geld, das sie es geniessen und dir die Ehre geben für das Geld, das sie haben. Ich bitte dich, dass die Mühe haben zum Loslassen, dass du ihnen jetzt in dem Moment, Heiliger Geist, hilfst, eine Entscheidung zu treffen, um loslassen, sodass das Geld in ihrem Leben zu einem Diener wird. Und ich danke dir, Vater, für die Menschen, die da drin sind, die jetzt schon treu den Zehnten geben in dein Werk, in deine Kirche, wo Menschen heilig finden. Und ich wüsste nicht, wo ich wäre, ohne diesen Ort. Ohne die Freunde, die mich ermutigt haben. Ohne die Menschen, die immer wieder hinter mir gestanden sind und gesagt haben, ich glaube an dich, weil Jesus hat einen Plan an dir. Wo mir immer wieder von deiner Liebe erzählt haben, wo mir immer wieder deine Gnade predigt hat, Jesus. Ich habe diesen Ort gebraucht und ich bin dir dankbar. Und ich sage dir stellvertretend Danke, dass du deinen Zehnten hierher gegeben hast, weil mein Leben wäre nicht das gleiche heute. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.